Willkommen zu einer weiteren Q&A-Session mit Leo und Susanna. Schön seid ihr da, schön bist du online dabei. Und wir sprechen heute über die Message «So stoppst du Sorgen». Danke Leo und Susanna für diese starke Message. Nehmen wir uns kurz rein, für die, welche das noch nicht gehört haben. Kurz zusammengefasst, um was geht es? Also man kann Sorgen stoppen, indem man eben Worte ausspricht und einen Bibeltext nimmt, der zum Beispiel aussagt für mich vor 2 Jahren, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich habe gemerkt, Corona macht auch bei mir etwas, man bekommt Angst, was auch immer. Und ich habe einen Bibeltext ausgesprochen, wie Gott mich sieht. Und ich habe gesagt, die Freude definiert mein Leben. Und so kann man Sorgen stoppen, indem man so einen Bibeltext über dein Leben ausspricht. Mega stark. Ich habe einige heiße Fragen ready. Erstens, habt ihr noch Sorgen, Susanna? Ja, unbedingt. Also die Sorgen, die kommen einfach uneingeladen. Genau. Uneingeladen. Ja, es gibt auch Dinge, wenn man auch expandiert zum Beispiel, Dinge vergrößert. Es ist ja nicht einfach so, man vergrößert etwas und alles läuft rund. Dann gibt es immer Situationen, wo man herausgefordert ist und dann klopft die Sorgen, die klopfen dann schon an, in dem Sinne. Etwas in diesem Thema sprechen wir eben über Gottes Wort, Verheißung. Ich denke, das war der Stefan, hatte ja das Beispiel mit den Worten, welche ein neues Muster kreieren. Dort hat er von guten, positiven Worten gesprochen. Du, Susanna und Leo haben gesprochen von den Bibelworten. Was ist jetzt positives Reden und was ist Verheißung, Gottes Wort hineinsprechen? Kann man das unterscheiden? Muss man das unterscheiden? Für mich ist es immer mega wichtig, dass das Wort Gottes meine Grundlage. Ich glaube, die Bibel sagt, bevor ein Wort vergeht von der Bibel, wird Himmel und Erde vergehen. Das heißt, ich spreche nicht einfach irgendetwas aus, es sind Wahrheiten Gottes über meinem Leben. Und es ist ja nicht einfach jeder Bibeltext per se nur positiv. Wenn es heißt, die Güte des Herrn wird mich immer begleiten, bedeutet auf meinem Weg, heißt es nicht, dass alles ist gut, aber Gott wird mich nicht verlassen. Und das bedeutet, dass inmitten von Chaos, dennoch Gott ist bei mir. Also es ist wie eine Medaille, es hat immer 2 Seiten. Also wenn ich jetzt ein Business führe und es ist schwierig und ich sage einfach, es wird erfolgreich, wird es dann erfolgreich? Das kann sein, aber mich dunkt das etwas dünn, oder? Weil du fragst dich, wo ist da die Substanz? Okay. Wo ist da die Kraft? Und wenn die Kraft nicht aus dem Wort von der Bibel kommt, dann ist es einfach dünn. Aber wenn ich zum Beispiel ein neues Business gestartet habe und ich mir dann ausrufe, dass Gott mein Versorger ist, was ja von der Bibel kommt, also was in der Geschichte von Abraham ist, der gesagt hat, weil er Gott so erlebt hat, er ist mein Versorger und das über mein Business ausspreche, dann ist es ein anderer Fokus, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger, so oder so. Kann aber auch bedeuten, eine Firma geht zu Ende. Kann es immer bedeuten, bedeutet aber immer noch, Gott ist mein Versorger. Und das ist eben der Unterschied. Man darf nicht ein bisschen Wunschvorstellungen über das wegsprechen. Zum Beispiel, wenn ich sage, die Pforten der Hölle können die Kirche nicht zerstören, sage ich mit dem nicht, so wie Gottesdienst immer gewesen ist, so wird es immer bleiben. Aber ich sage, die Form kann sich ändern. Auch wenn wir online oder Microchurches machen, das Grundprinzip, Menschen begegnen Gott, sie werden getauft, sie werden zu Jüngern, das bleibt alles ganz genau gleich. Aber ich kann nicht Gott vorschreiben, genau so muss es weitergehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Es gibt vielleicht Leute, die zuschauen und sie sagen, hey, aber ich habe einige Sorgen oder Probleme, wie du es vielleicht nennen würdest. Ich habe schon sehr oft diese Sorge Gott abgegeben. Jetzt ist immer noch nichts passiert. Habe ich es falsch abgegeben? Hört Gott mich nicht? Oder was mache ich falsch, wenn gewisse Probleme, die zu Sorgen führen, nicht aus dem Weg gehen? Obwohl ich es abgegeben habe. Das ist eine mega coole Frage und das ist auch wieder die Spannung, wo es eben drin gibt. Also dennoch und trotzdem haben Leute auch in der Bibel, ich meine all die Heroes, Frauen und Männer Gottes, sie haben nicht einfach einmal ein Gebet gebetet und manchmal geschieht sofort ein Wunder, das ist ja das, was er wollte, kein Problem. Manchmal gibt es auch ein Wunder, das wie ein Prozess ist und da weiß er nicht, wann ist das Ende. Und da gibt es effektiv diese Dinge, wo sich nicht auf Erden lösen. Diese Komponente gibt es auch, weil der Hebräerbrief ist da voll davon, dass Glaubensheroes sind gestorben und sie haben während ihrer Lebzeiten nicht die Erfüllung der Verheißung gesehen. Die sind mit Glauben gestorben und haben es nicht gesehen. Die Dimension gibt es immer noch denn.
Und trotzdem, was für mich extrem wichtig ist, dass ich vor Augen habe, ob ich alle Komponenten quasi durchgegangen bin. Also erstens, habe ich Gott meine Sorgen gesagt? Zweitens, das bedeutet, sie sind draußen und habe ich Neues reingelassen? Also ich kann nicht Neues reinlassen, bevor ich die Sorgen nicht raus habe. Und wenn ich die Sorgen draußen habe, braucht es etwas Neues. Also das Bild mit den Boxen, das unser Sohn Simon gebracht hat, das hilft mir, weil es zeigt, okay, ich habe meine Sorgen rausgegeben, aber es muss unbedingt etwas Neues rein. Und ich sage nicht, dass die Person, die sagt, sie ist schon 100-mal dort gewesen, das nicht macht, aber für mich ist das so ein kleiner Check, wo man einfach sagt, okay, das habe ich gemacht, ich habe Gott die Sorgen gesagt, weil ich habe auch schon erlebt, dass ich einfach mich fühlen wollte und dann hat Gott gesagt, ja, wie willst du dich fühlen, wenn du noch voll bist von den Sorgen, das überläuft, das geht außen weg, das kommt nicht drinnen an. Du kannst auch sagen, Sorgen ist eigentlich wie ein gespaltener Geist. Du vertraust ein bisschen Gott und dann ein bisschen den Umständen. Und wenn man das eben, die Bibel sagt, wirft die Sorgen, man wirft sie weg zu Gott, bedeutet, ich überlasse wirklich die Lösung Gott. Und das ist eben kein gespaltener Geist mehr, sondern ich vertraue effektiv, dass Gott irgendwie mit dem zum Ziele kommt. Und dann, jetzt kommt das, haben wir auch den Heiligen Geist. Es gibt ja auch Impulse, wo Gott zum Beispiel sagt, mach das oder tu dies nicht mehr. Es ist nicht einfach nur ein One-Way, ich wirf es weg und Gott schaut. Und es ist immer, Gebet ist immer ein Dialog, immer ein Dialog. Ich sage etwas, aber dann sagt Gott auch etwas. Also nicht nur Gott muss zuhören, sondern ich muss auch zuhören. Damit ist es immer ein Wechselspiel. Jetzt spricht ihr von Sorgen, jetzt gibt, wo man Gott abgeben darf, soll. Habe ich auch schon erlebt, wie stark das ist. Jetzt habe ich auch Leute beobachtet, die haben plötzlich Angst, das Negative zu benennen. Die Schwierigkeit, also sagen, ich möchte nicht dem Raum geben, ich möchte nicht den Problemen Gott sagen, wie groß meine Probleme sind, ich möchte es eben umgekehrt machen. Wie können wir in dieser Spannung sein, trotzdem ehrlich die Probleme in den Augen zu schauen und immer noch glaubensvoll zu sein? Ja, weißt du, was ich meine? Gerade beide bereit. Also was mir aufgefallen ist, in meinen Augen steckt das Geheimnis bei der Wiederholung. Also wenn ich es einmal sage und dann muss ich es lassen, weil ich kann es immer und immer wieder aufrollen und mich immer wieder über das Gleiche ärgern oder immer wieder mir das vor Augen führen und das ist einfach Gift. Aber wenn ich es einmal sage und sage, schau mal Gott, das stresst mich und dieses stresst mich und das nervt und dann lasse ich es dort und ich habe mich ertappt, wie ich heute Morgen das Ganze wieder aufrollen wollte und dann einfach gemerkt, das verbreitet, man merkt den Unterschied und es braucht auch ein bisschen Übung, aber ich habe den Unterschied gemerkt und gedacht, das will ich ja gar nicht. Also ich bin auch ein Weltmeister, wenn wir ein Gespräch haben, dass ich Dinge 7-mal wiederhole. Und im letzten Jahr hat man Leute in der Small Group gesagt, nach dem 3. Mal, du Leo, es ist okay, du hast schon 3-mal gesagt. Und das Problem ist, ich merke es gar nicht. Und ich habe lernen müssen und ich bin mittendrin noch Dinge versuchen nur 3-mal zu sagen, ich wiederhole mich immer wieder. Und das macht man sehr oft auch unbewusst. Das rattert einfach weg. Und ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn Leute sagen, du, jetzt hast es Gott gesagt, der ist dann Fall nicht schwerhörig, der hat es gehört, oder? Und da muss man auch nicht, also ich sage jetzt mal von meiner Seite, ich muss es lernen. Und das kann beim Gebet ja nicht viel anders sein. Ja, und das ist ja genau das, was wir auch etabliert haben bei unseren Spaziergängen, dass wir es sagen, vielleicht 2-mal und dann haben wir erlebt, wenn wir dafür beten und einfach auch auf Gott hören, was können wir jetzt für klares Gebet machen oder Verheißungen in Anspruch nehmen, das hat einfach Kraft. Viel mehr Kraft, als wenn man es 3, 4, 5 Mal wiederholt. Also das Ritual ist eigentlich, wenn man das zusammenfasst, wir auf einem Weg hin, da kotzen wir uns aus, sag jetzt mal, sorry für das Wort, also wir bringen alles, was uns stresst und auch Sorgen macht, das haben wir. Vom Rückweg beten wir und Gebet ist nicht einfach so, wir sagen es Gott, sondern wir sagen es Gott und dann haben wir aber einen Moment, wo wir hören. Weil Gebet ist immer ein Dialog. Und das machen wir dann und da haben wir es bei Gott da platziert und dann kann Gott aber auch das platzieren, was er auch noch sagen möchte. Und ich finde es eine gute Kombination. Hey, super. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit und für euer Vorbild in diesem Bereich. Das ist so entscheidend und ich hoffe, du bist inspiriert, ermutigt, einfach deine Sorgen auf Gott zu werfen und such in der Bibel. Ich glaube, dort ist die Kraft. Hey, was ist seine Verheißung? Unbedingt schau die Message an. Dort wirst du auch noch einige ganz praktische Bibelverse bekommen, die du proklamieren kannst über dein Leben. Also schau das an und danke, warst du bei diesem Q&A dabei.
Mega schön. Bist du recht geladen gewesen? Das Ding mit dem Kraft, Tat, Wort und so weiter, Da war das habe ich jetzt heute begriffen. Da Nach dem wieder. 3. Mal. Weil ich gemerkt